Und mit diesem wunderschönen Ausblick sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 22 von Big Ambitions. Ja, wir sind drin, glaube ich. Wir berühren zwar die Linie, aber ich hoffe mal, das ist okay. Wir bringen mal kurz die Reinigungsstation da rein, damit wir dann auch Reinigungspersonal einstellen können. Sag mal, arbeitet hier auch mal jemand? Jo. Pack die mal hier hin. Und die andere kommt eine Tür weiter. Wo war das denn? Hä? Ui. Ach, andere Richtung. Einmal mit Profis, Leute. Uppala. So. Das war hier. So. Gut, und jetzt gucken wir, ob wir hier wieder rauskommen. Beziehungsweise, jetzt kann ich mal gucken. Bisman. Die Verbrecher müssten ja jetzt auch eine Reinigungsdings haben. Genau. Aber da müssten wir erst auf Personal warten. Und jetzt müssen wir einkaufen für den Donutladen. Wenn wir hier jemals wieder rauskommen, heißt das. Ist ja was? Ich brauche ja die Karre zum Einkaufen. Scheiße. Come on. Scheiße. Wenn ich ein bisschen schlafe, sind die Autos vielleicht weg? Ja. Wir sind frei. Okay, jetzt hat der Laden eh zu. Das heißt, wir könnten eigentlich mal die Karre reparieren fahren, ne? Wäre vielleicht mal an der Zeit. Auf geht's. Wenn wir safe bis da ankommen, heißt das. Klar. Ja, komm, einmal voll machen. Und einmal reparieren, bitte. $1600? Okay, wir müssen vorsichtiger fahren. Das ist echt teuer. Holy. Na Leute, was denkt ihr? Wird der Donutladen laufen? I doubt it. Kann natürlich auch einfach professionelle Casino-Spieler werden. Und wieder aufs Schiff raus, mit dem Schiff rausfahren, ne? Und jetzt los. Wart! Wart! Digga. Was ist mit dir? Ich muss hier schlafen gehen. So. Kann ich hier parken? Ja. Gut, wann macht denn der Laden auf? Um 8. Ja, dann pennen wir mal bis um 8, ne? Gute Nacht. Was, du erlebst eine traurige Phase? Was? In einer traurigen Phase zu Hause bleiben. 9 Stunden verbleibend. Jetzt muss ich nach Hause, oder was? Alter. Im Auto schlafen macht mich traurig.
Okay, aber ich habe halt zu tun, was soll ich machen? So, wir haben Personal gekriegt. Hier, Vollzeit, Kundendienst. Die Dame ist eingestellt. Vollzeit, Kundendienst oder Reinigung eingestellt. Wir gucken später, was wir mit den Leuten machen. Jetzt muss ich echt nach Hause, ne, weil ich traurig bin. Scheiße. Okay, Leute, wir durchleben eine Depression. Damit ist nicht zu spaßen. Wir fahren nach Hause. Ab nach Hause ins Bett. Ich muss aufhören, immer irgendwie unterwegs im Auto zu pennen und so ein Scheiß. Ich habe nichts mehr zu essen da. Toll. Gut, 9 Stunden zu Hause sein, ne? Da kann ich ja 9 Stunden schlafen. Okay, meine traurige Phase ist beendet. Aber wir müssen mehr drauf gucken, dass es uns besser geht. Deswegen machen wir jetzt mal einen Off-Day. Vielleicht mal was essen. 8.000 Dollar Gewinn, immerhin. Und schon wieder müde. Okay. Ich habe nichts gegessen, ne? So, okay. Alter Salat. Lecker. Gut. Ach komm. Guck mal einmal nicht hin. So. Okay, wir brauchen... Wo ist der Stapler? Hier. Ach, wir haben ganz viele Rekrutierungsdinger, ne? Okay, Papiertüten nehme ich nachher einzeln. Wir brauchen Donuts. Wo sind die Donuts? Cupcakes. Wie mache ich eigentlich Cupcakes? Was brauche ich dazu? Backwarenregal. Das holen wir gleich auch noch. Komm. Kauf schon mal Cupcakes. Cupcakes. Hätte auch weiter vorne parken können. Und Donuts. Eine Menge Donuts. Mit Kaffee warten wir erstmal, ne? Wir gucken mal, wie die Donuts und die Cupcakes reinkommen. Hallo. Das kostet ja nix. Cool. Ups, Entschuldigung.
So, hier ist der Do Not Touch Me. So, Fahrzeug parken. Lager verwalten. Wir nehmen schon mal die Papiertüten. Und gehen wir mal da ran. So, dann haben wir hier eine Sackkarre. Machen wir mal hier rein. Ich hab doch Donuts gelernt. Warum kann ich die nicht hier reinpacken? Hä? Ist zu nah beieinander? Ach, die ist schon. My bad. Eigentlich kann der Laden jetzt auch machen, ne? My Employees. Nee, warte mal. Erstmal. Haben wir denn noch Vollzeitkräfte? Vollzeit, Reinigung. Nehmen wir. Kundendienst. Vollzeit, keine Frühschichten. Nehmen wir. Kundendienst, Reinigung. Keine Nachtschichten. Nehmen wir. Kundendienst, Teilzeit. Die lassen wir erstmal noch. Vollzeit. So, nehmen wir. So, und dann gucken wir mal hier. Do not touch me. Zeitplan. Donutladen hat offen von 8. Wir gucken mal, wie weit wir da machen können. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. So, kommt ihr auf 56 Stunden. In der Kasse. Das sind 8. Dann haben wir sie hier. Sie macht immer. (42-Stunden-Woche). 49-Stunden-Woche. Dann haben wir eine Vollzeitreinigung. Ich weiß nicht, ob das was bringt, was ich hier mache, aber bin nur eine Reinigungskraft, ne? Das ist zu viel. So. Guck gleich mal, ob was wir mit den anderen machen. Also, da laden wir schon mal auf. Ja, Musik. Die Leute... Ach, immer diese Musik. Ja, ja. Wände und Böden sind hässlich. Wisst ihr was? Kein Platz zum Sitzen. Mit einer Uniform. Ey, was wollt ihr denn noch alles? Wand. Okay, komm.
Ich arbeite dran, ich arbeite dran. Hat er den jetzt gestrichen hier? Das ist auch cool. So, anwenden. Dann nochmal hier einen anderen Boden rein. Ja. Da. Okay. Kein Platz zum Sitzen. Okay, wir müssen zu Ikea. Wir brauchen ein Backregal. Das hole ich gleich bei AJ. Wir brauchen Stühle. Weißt du was? Bei AJ gibt es auch diese Sitzecken-Dinger. Können auch so was holen, ne? Mal kurz gucken gehen. Sportlich wie wir sind. Hier die hier, ne? 1, 2. Dann ein Backwarenregal. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier, warte mal, Do not touch. Okay, mit Donuts reizen wir das eigentlich schon völlig aus. Kann ich mir eigentlich die Cupcakes sparen, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Aber ich habe sie jetzt gekauft. Komm, voll der Geiz. Backwarenregal. Let's go. Und noch eine Sitze bekommen. Wer Geld verdienen will, muss Geld ausgeben. So, sorry, ich musste mal kurz nebenbei was gucken hier. Welche Richtung? Diese Richtung, glaube ich, ne? Ja, 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 ja. Mal diese Porsche-Fahrer. So, Sitznische, Restaurant. Zack. So, geh mal, mach mal das Ding weg hier. Sind die dann? Okay. So. So. Ja, Uniform kommt auch. Ganz ruhig. Moment. Do not touch me. Do not touch me. Hier. Uniform. Burgerverkauf. Uniform. Burgerverkauf. Reinigungsstation ist Putzkraft. So, that's it. Sind ja nur die drei, ne? Im Moment. Jo. So, Backwarenregal. Et voilà. Und da gibt's Cupcakes. Gut. Der Laden ist voll.
keinen Sitzplatz zum Sitzen. Bist du doof? Okay, jetzt gucken wir mal kurz. My Employees. Ich habe doch noch Reinigungskräfte, ne? Was ist denn hier? Der ist ziemlich schlecht in der Reinigung. Ich möchte Kundendienst machen. Kann ich denn den Laden vielleicht einfach länger aufhaben? Hm. Keine Frühschichten. Das ist, ja gut, das ist halt die Frage, was ist früh, ne? Er ist zufrieden. Ähm... mm, mm, mm. Keine Nachtschicht. Haben wir hier einen Teilzeittypen? Ne, da haben wir nur Vollzeitleute, ne? Aber ist nicht Vollzeit so. Okay, die sind alle zufrieden so, ne? Nur noch Groover Miles. Was ist denn mit Groover Brown? Wer ist denn Groover Brown? Cooper Steiner. Vollzeit. Sag ich, wenn du nicht zufrieden bist, dann geh. Kundendienst, Groover Miles. Also wir haben jetzt einen 24/7 Donut-Job, ne? Vielleicht können wir ihn hier erstmal putzen lassen. Keine Frühschichten und Vollzeit. Ja gut, keine Frühschichten kannst du haben. Ist halt putzen, ne? So. Ist dann zu viel, ne? Okay. So dürften alle zufrieden sein. Hat irgendjemand zu wenig? Ruby Campbell hat ein bisschen wenig, ne? Kann ich die auch noch ein bisschen putzen lassen? Ja. Das geht. Bei uns putzen alle mal, ne? Die Samantha kann nicht gleichzeitig putzen. Ach, warte mal, das ist hier eine Vollzeitreinigung, ne? Molly Evans, Samantha, Jamanta.
So. Ein bisschen verteilen. Jeder eine 49-Stunden-Woche, ne? Groover will keine Frühschichten. 9 Uhr ist früh? Come on, Kumpel. Büdig. So. Zufrieden, 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 zufrieden. Let's go. Was wollten die jetzt noch? Ja. Nicht zufrieden bin, nicht mehr, sehe ich mich gezwungen. Kuppersteiner. Ja. Ciao. Dich habe ich ja rausgeschmissen, glaube ich. Super. Was haben wir denn hier? Eine Reinigungskraft. Nehmen wir. Hier die Kriminellen. Putzkraft. Dann die Kriminellen. Eloise Sanchez. Die will nur Teilzeit. So, okay. Gut. Gucken wir mal, wie sich der Laden hier entwickelt. Und ich würde sagen, wir haben 18 Uhr. Aber Musik muss ich noch holen, ne? Da machen wir morgen, komm. Wir gehen erstmal nach Hause und schlafen aus. Zocken noch ein bisschen, ne? Ach, scheiße, und was essen? Hier, Hotdogs. Guten Tag, ich hätte gerne was zu trinken und einen Hotdog. So, eine Cola. Wenn das geht. So. Ah, Entschuldigung, ich musste kurz niesen. Essen, trinken, entsorgen, ab geht's nach Hause. Und wir gucken ein bisschen Fernsehen. So, halbe Stunde und dann ist Payday. 7000. Ist mau mit Sexunternehmen, ne? Do not touch me. Ja, ich glaube, der Laden läuft schon. Das wird. Kundenservice ist miserabel. Aktuelle Kapazität pro Stunde 10. Warum haben wir nicht 15? Doch alles. Wir haben doch mehr als. Biertüten. Verstehe ich nicht. Gut, dann ist die Folge eh gleich zu Ende. Komm, wir schlafen mal 24 Stunden. 8000 $. So, und jetzt gucken wir mal noch kurz. Wie sieht's denn jetzt aus? Fängt das an zu laufen? Boxen müssen da noch hin. Das verstehe ich nicht. Woran liegt das?
Das Erhöhen und Ausbalancieren der Anzahl verfügbaren Verkaufsstellen pro Produktregal führt direkt zu mehr potenziellen Kunden pro Stunde. Also das heißt, ich muss weniger anbieten, damit ich hier mehr kriege, oder wie? Oh, aber wir haben Gewinn gemacht, ne? Do not touch me, macht Gewinn. Und mit dieser Bombensensation sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Bis gleich, Timochi. Ciao.